Und damit ein herzlich willkommen zu Breath of the Wild. Ja, ein Projekt, den ich schon seit ein paar Monaten umsetzen. Und lo hast, denke ich, endlich Zeit dafür, lo, wo Animal Crossing ein bisschen mehr ruhig ging. Ich meine, das ist ein guter Moment für Breath of the Wild zu starten. Ein Projekt, den wir hier im Kanal noch nicht hatten. 2017 rauskommen, für Nintendo Switch so gelauncht. Weil das ich Spiel für Nintendo Switch kommt auch noch für die Wii U raus und hat eine ultra lange Entwicklungsphase gehabt. Ich meine, 2013 wurde ich schon die ersten Rumoren her von diesem neuen Projekt. Und 2015 ist dann Reveal gehen, um was es sich dabei handelt. Allerdings auch mit einem ganz kleinen Teaser nehmen. Und ja, das Spiel war eng 5 Jahre, wandelt sogar 7 Jahre an Entwicklung. Und as vieles drum gestracht gehen, vieles Neues beikommen. Es soll doch für die Wii U kommen. Und später wird sich das ganz ja, weiterentwickelt. Und die Wii U war nicht mehr so wichtig. Go ein Tech-Demo von Breath of the Wild, ob der gesehen hat, wie die Wii U Gamepad funktioniert hat. Wie gesagt, später an der Entwicklungsphase wird es sich dann dafür entschieden, das Spiel nachher zu verbessern und dafür Switch zu launchen. Das war meiner Meinung nach auch absolut kein Fehler, weil wir spielen halt das größte Zelda, das meiner Meinung nach stärkste Zelda aus der ganzen Reihe. Und ja, tatsächlich auch Majora's Mask kriegt zu seinen Problemen gegen Breath of the Wild. Ihr wisst, ich bin extreme Majora's Mask-Fan, also das ist das absolut Spiel für mich. Me, ich muss so, Breath of the Wild ist nicht mehr wie ein traditionelles Zelda und dadurch ist es schwierig, die zwei mit denen zu vergleichen. Ich gebe sie einfach schon bald zusammen auf Podium stellen. Ein anderer Grund, für was man das Spiel spielen, ich will selber mal ein testen, wie jetzt es spielt, wann ihr schon ein gespielt wird, und wie den Wiederspielwert ist. Das ist nämlich ein Problem, der Fährten ist, dass Breath of the Wild extrem drüber leiden wird, weil wenn ihr die Welt bis einmal erkundet wird, dann weiß ich ja schon, das ein oder andere Geheimnis. Das war so ein bisschen cool, die HK, wo ihr nicht gespielt wird. Und die andere Sache ist natürlich, dass Drop an drinne ist, dass wir Breath of the Wild 2 kriegen. Ja, Breath of the Wild 2 ist natürlich auch so ein Titel. Du siehst den auch, wie Breath of the Wild einfach sich ultra krass verkauft wird. Switch ist ultra krass gewischt. Die Story von der Welt ist auch genial. Also ich liebe die postapokalyptische Atmosphäre und den Zerfall von den Hyrule. Und das la klasse. Mir fängt noch gleich an. Ich will wissen, wie ich noch die pure Daten Donien erst gehen, weil spielen natürlich auch Sprachsteuerung, Sprachsteuerung, nicht Sprachsteuerung, mehr Synchronisation hat. Also wir haben auch selber für uns, wo tatsächlich Leute man nicht schwätzen. Das könnte zwar nur nicht so häufig für mehr das emolisch an der Geschichte von The Legend of Zelda, dass überhaupt Leute schwätzen. Der Link schwätzt selber nicht, weil der Link soll halt eine Figur sein, mit der sich jeder kann personifizieren. So, und ich denke, dummer, dass die für dich mal alles gesucht. Es sprang ganz gerne an das Projekt ran. Nach letzter Information, wir spielen ein Spiel zu Sommermulden zu 90%. Wir machen natürlich alles, was Tab-Questen nur geht. Nicht ganz Story spielen wir durch. Wir sammeln all Krog, den WS. Wir sichern nicht all Krog, weil ihr wisst, es gibt dann 900 Stück. Jetzt gibt aber auch nicht mehr 400 oder so gebraucht für die Pseudo 100% zu machen. Ich werde aber nicht, ich betone nicht, ich werde halt nicht all Krog sammeln. Wie gesagt, wenn wir verpassen oder wenn ich ihn zum Schluss nicht tun, da laufen stimmt nicht nur. All Sidequest, all Schreien, das ist einfach im Programm. Und da gucken wir mal, wie lange wir brauchen für The Legend of Zelda Breath of the Wild. Den 100% Speedrun leidet im Moment bei 22 Stunden. Und ich denke, da sind wir ganz weit fort. Ich habe das Spiel auch noch eine lange Zeit nicht gespielt. Aber wie gesagt, muss testen, wer jetzt spielt, wann ihr nicht ein Weiterkehr Neustart. Ich gucke, los sprangen, du bist an der Gille Bereich. Ich hoffe, dass ich nicht so viel übersteuern. Und ja, ich denke, wir sind bereit. Logit las das 21 Jahre auf geht's ein neues Spiel. Even Satan ist der zweiten Account, den ich gestartet habe, und da habe ich auch schon ein bisschen drauf gespielt, mit den löschen ich halt auch.
öffne die Augen. Wach auf, Link. Ah, ich will doch schon Gänsehaut, Mann. Das, ich weiß schon, was du weißt, du erkennt, ich hoffe, dir wirst doch. An die, die es nicht wissen, los, der überraschen, das geht wirklich ultra krass, komplett gesteuert, das Spiel, also ich freue mich wirklich drauf. So, ja. Ich denke, den ersten Bereich, wir spielen halt auch nicht mehr den Great Plateau, also das ist so den Tutorial-Bereich. Und hier kriegen wir also Gimmick. Dies ist der Schikastein. Er wird dir nach deinem langen Schlummer den richtigen Weg weisen. Ja, und damit hat der Link offiziell sein Nintendo Switch auch gut oder sein Smartphone oder was auch immer das soll durchstellen. Ich weiß, war der denkt Zeit der Wii U Gamepad zu der Zeit 2015, wo das Spiel dem so ein bisschen sein Konzept aber gut. Das Spiel hat natürlich auch nicht alles richtig gemacht. Es ging da natürlich auch divers Probleme, mit denen Fans sich ja ein bisschen zerklappt tun, nämlich dass das Design vom Linken nicht so willkommen ist, bei vielen Leuten anscheinend zu weiblich. Kann ich zwar nicht zustimmen, auch am ersten Trailer, wo ein durch Büsch man Pferd gerannt ist an sein Fall aktiviert wird, kann ich nicht behaupten, dass sind du irgendwie ja sollte zu weiblich ausgesehen, also du gibt komisch Meinungen. Eine andere Sache ist die Musik. Du roten ich aber lauscht der ganze Soundtrack durch. Die Musik ist fantastisch. Viele Leute behaupten, es wäre gut keine Musik am Spiel. Mit der das Karim auch falsch. An die Tracks, die dran sind, es sind natürlich nicht so viele Tracks, mit denen die dran sind bombastisch. Also, da können noch mit Ocarina of Time und so mitteilen. Ja, was kann ich noch drüber erzählen? Am Anfang war geplant, dass ich den Master Mode spielen. Aber, ehrlich gesagt, das Problem im Master Mode ist den, dass sind so fordernd ist, dass ihn halt so ein bisschen sich muss à la Metal Gear immer ein bisschen am Hintergrund abhalten, dann ein bisschen sneaken und so. Und du hast mal gedacht, für das Spiel zu präsentieren, ist das vielleicht nicht so geil, weil du gehst dann aber Plätze, wo ihn dann aber schon ein bisschen Zeit muss mit Taktik verbringen. Am normalen Spiel muss ihn auch Taktik aufwenden, aber nicht so krass wie ja, am Master Mode. Also im Moment war es geplant, den Master Mode zu machen. Ich schon aber auch siegellos, weil es hat es unnötig abgehalten. Das Spiel ist aber auch nicht einfach. Also es gibt Plätze in Gegner, die sind schon heftig. Die brüstet Wäsche zum Beispiel. Dann wird der Weg sich dir öffnen. Ja, nicht immer als Sprachausgabe do, nämlich nur am Anfang mal an den Cutscenes, aber es kommen später auch Momente, wo halt keiner etwas liest. Auch zu der Sprachsteuerung, das ist der erste Versuch, Zelda zu synchronisieren. An meiner Meinung nach ist das tiptop gelungen. Klar, es gibt schon Spieler, die viel existiert haben mit viel besserer Sprachausgabe. Aber sie haben einen ganz guten Job gelegt. Besonders die deutsche Synchro kann ich ganz zufrieden sein. Ich spiele ein Spiel auf Deutsch. Englisch ist ein bisschen witzig, weil Zelda im Englisch ist als einzig mit einem englischen Akzent, britischen Akzent. Am ganz Hyrule NRW, und die anderen sind alle so ein bisschen amerikanisch. Ganz witzig ist das. Aber muss ich so, ist auch nicht so schlimm. Ich bin kein Fan. Das Hyrule wieder erstrahlen lassen wird. Es ist Zeit, deine Reise zu beginnen. Ja, genau.
Fan vom Zelda-Sänger englischer Stimme, aber sie ist aber auch nicht so, da sind sie nicht da dreht, also da gehen doch einer Charakteren, die hun viel mehr Nervenstimmen als viele andere Spieler. So, hallo, guck mal als direkt an, was The Legend of Zelda Breath of the Wild komplett anders möchte, weil wir spielen ein Open-World-Spiel, wo ihn tatsächlich überall hinrennen kann und wo das überall hingeht, das sehen wir gleich an der riesigen Welt von Hyrule. Und das ist herrlich. Ich feiere einfach das Spiel. Ja, das ist wirklich gigantisch, die Map. Das ist auch manchmal Top 10 von den größten Maps auf der Welt. Gehen aber auch schon Spieler für Breath of the Wild, die Jahre für rauskommen sind, die nach viel mehr eine Großwelt hatten. Allergrößte Welt ungeschlagen, das ist natürlich Minecraft. Aber Breath of the Wild für Zelda-Verhältnisse ist schon riesig. Und hat noch vieles richtig gemacht, muss ich noch sagen. Weil Tadio immer Open Worlds, so ist es ja nicht mehr. Zum Beispiel Ocarina of Time und besonders Twilight Princess hatten halt Großwelten, aber da war einfach gut nichts dran. Und ja, das war ein bisschen schön. Das hat in der Breath of the Wild besser gemacht. Hier geschehen und alle Plätzen verschiedene Sachen. Was ganz cool ist, so Breath of the Wild, ist, dass wir am Anfang, gehen wir ja nur bei den Alemando gelegt, wir könnten am Anfang auch einfach raufspringen und irgendwo herrennen. Wir meinen das aber nicht, wir haben uns ein bisschen um Storyline. Da komme ich später noch vom Kurs auf. Eine andere Sache ist die, dass wir ein Stamina-Meter holen. Das ist auch nicht Neues, das gibt es Skyward Sword schon. Wir haben es definitiv besser umgesetzt. Skyward Sword hat nämlich massiv Probleme an. Ich kann Nintendo do nicht mehr rote bringt das Spiel nach Renker für Switch raus. Wo Switch auch den HD Rumble an, die ganze Feature da hat. Ich denke, das wäre keine schlechte Idee. Gibt leider auch eine Chance, mit einem normalen Controller zu spielen. Ich spiele übrigens auch mal einen Pro-Controller. Keine Joy-Cons. Und ja, Skyward Sword ist nämlich ein grausamen Titel. Also ich weiß nicht, wie dir da angestimmt sind, mir es wird auf der Wii absolut nicht verloren. Also so wie es drüber ist, also es halt extrem eng Schande. Sprangen mich auch mal B, also es kann nicht mit X, pardon, es kann ihn tatsächlich sprangen. Das geht auch so noch nicht. Meist war das immer automatisiert, auf Plätze, wo ihn halt rüber gesprungen ist, als Link halt automatisch gesprungen. Und Schwert benutzt den nicht mehr auf B, mehr auf Y, auch eine Eierung, die am Anfang ein bisschen ungewinnt ist. Mir spielt sich aber extrem gut, also kann ich nicht so, dass das irgendwie das Spielspaß erschränkt. Ich gebe sogar behaupten, das viel besser gelesen, wie jemals zuvor. Merkt ihr noch, dass das Spiel extrem lange Entwicklungszeit hat, dann das den Anuma wirklich an dem Spiel sing Seelrafläse gelost huet. Das ist nämlich Wahnsinn, wer den Hai operiert gezaubert huet. Breath of the Wild 2, ich denke, das kann der Titel nicht so ja, übertrumpfen, mir du lust meist mal nach überraschen. Ja, also wie gesagt, wir sind hier am Tutorial. Ich denke nicht, das ist auch nicht schlimm, wann ich hier dauernd Ragplapperin am Zelda, weil das ist aber alles Standardtext an. Bei der Cutscenes sind ich halt traurig mit die Hummerlunden mit Tagebuch öffnen. Ah ja, okay. Da können wir halt über die schnelle wie als Quests gucken. Normalerweise kann ich auch das Gimmick Hummer, aber noch nicht. Okay, da will ich doch noch nicht benutzen. Ja, guck mal, was denn alle Mann ist. Ich weiß nicht, ob hier nach Sprachsteuerung hört. Das ist ein Röstapfel. Hohoho. War nur Spaß. Hier gibt es genug Äpfel für uns beide. Gerüstet schmecken sie köstlich. Etwas verwundert mich aber schon. Hier trifft man nicht oft auf andere Reisende. Wer bist du? Du interessierst dich für Landstreicher wie mich? Ja. Wo sind wir? Wir befinden uns auf dem vergessenen Plateau. Dieses Gebiet soll vor langer Zeit die Wiege Hyrules gewesen sein. Ja, das stimmt sogar. Das ist ziemlich cool, weil wir stehen halt tatsächlich auf dem, sozusagen auf der Landfläche vom ehemaligen Hyrule mit der Kathedrale der Zeit. Dieser Tempel da soll die in alten Zeiten von der Königsfamilie für große Zeremonien genutzt worden sein.
Doch vor 100 Jahren ging das Königreich unter. Danach ist hier alles verfallen. Ja, tatsächlich aus Hyrule Evils getroffen geht von einer Horde von Monstern. Also der Ganon hat tatsächlich gewonnen. An 100 Jahre lang ist das ganze Land einfach verkommen. Es gibt nicht mehr so viele Zivilisationen. Und ja, wie gesagt, die sieht nach, also die Welt ist wirklich der Wahnsinn. Du siehst es ja selbst, keine Menschenseele mehr weit und breit. Ja, wirklich ein Wahnsinns-Ära von The Legend of Zelda. Wie sich Fred, wo spielt sich das ganz dann auf? Ma das am Anfang, wo all Strang zu Summe könnt. Ich weiß nicht, kann ich die Krog schon kriegen, wann dann holen wir nice, ja. Ich muss es nur auch tun denken, ich finde mir so viel Stamina, wie ich an meinem anderen Deal schon hat. Also da muss ich dann auch drauf aufpassen. Denke zur Timeline, Breath of the Wild spielt tatsächlich an allen 3 Zeitlinien, die es gehen. An Anfang der Strang, wo alle Timelines zusammenkommen. Ganz zum Schluss. Und ja, da gehen doch viel Hinweise, dass das so ist. Wir werden auf ganz viel Easter Eggs stoßen aus all Richtungen von The Legend of Zelda. Also es geht wirklich mega cool. Und ich freue mich wirklich drauf, erst dieses Projekt, das Spiel zu weisen. Wenn es selber noch nicht gespielt wird, Rodene schon spielt es. Wenn dein Switch daheim hat, ja, setz dich dahin, genießt das fantastische Spiel. Et blind zu erleben ist der Wahnsinn. Also, ich kann nicht mehr jeder einem Breath of the Wild und Herz lehnen. Das ist wirklich ein Wahnsinnsspiel. Ja. Die zu voll dafür sind, die können ja dann hier am Stream bleiben und no gucken. Salut Refusion. Ich werde aber nur nicht mehr letzte Woche schwätzen. Also, kein Deutsch. Tut mir leid. Aber cool, dass du da warst. Ja, ich kann auch kurz so einen schönen Breath of the Wild auch schon auf meinem deutschen Kanal let's played. Das ist aber nicht ganz fertig, nicht ganz aufgeschlossen, weil es zu einer Zeit kommt, wo ein bisschen Misere war. Und ja, Hanno hat mal selber auch nicht Spaß gemacht. So mal so, das Projekt hat mir nicht mehr so gefallen. Das Spiel an sich hat keine Schuld daran. Das mehr, wie ich mein Projekt halt da gehandelt habe, war nicht so cool. So, wir holen auch so ein Waffenrad. Die wird auch gesehen, wie gesagt, die wird nicht viel aus den klassischen Zeldas herumfahren. Vieles, was halt komplett anders gemacht. Auch so Tempel gehen nicht mehr so wirklich. Das ist auch ein Kritikpunkt, den viele Leute tun. Ich fand die 120 Schreiner Silo nicht so schlimm, dass den Tempel vermisst. Also das ist ein Kritikpunkt, weil ihn halt von Generation zu Generation gewinnt, dass wie Zelda funktioniert. Leute Molenka hat es ernst gemacht, aber ich denke, so wie nicht gemacht hat ihn auch nicht falsch gemacht. Dass du Grillgeflügel war, wusste ich auch nicht. Also das Indo der Arnold fand ich dann auch Neues am Spiel. DLC sind noch dran. Das heißt, sämtliche DLC-Items werde ich auch fannen, sammeln, etc. Ja, für den Rest spielen wir mal einfach durch. Ich weiß nicht mehr ganz genau, weil wir haben ein Ziel, du hast den Turm zu aktivieren. Aber ich sehe schon einfach trotzdem ein bisschen genüsslich. Obwohl, halt kommt man zwar nicht zurück, Zitadelle der Zeit. Ja, komm, wir laufen mal einfach bei diesem Punkt. Ich will auch nicht so viel Zeit verschwenden. Also wir werden sowieso alles oder nicht erkunden, ob ich was das wichtig ist. Nee, ja, auch der Great Plateau hält, weil ein paar Stunden vom Spiel fort. Ich denke, wir sind mit dem Great Plateau 1 Stunde am Gang, wo wir uns nicht so dumm umstellen. So, wir gucken mal neue Kleider. Das ist auch etwas, was das so noch nicht geht. Und natürlich, das wird die Leute wahrscheinlich direkt um Cover abfällt vom Spiel. Die Link-Tunic, die geht es auch quasi nicht mehr. Die kann ihn zwar noch kriegen durch Amiibo und so, aber
Der Link dreht halt tatsächlich ein Blutkleid an. Sieht auch ganz anders aus. An meiner Meinung nach ist das auch keine schlechte Sache. Ich fand den neuen Link definitiv mehr attraktiv wie die von Freya. Aber auch du, sie Fans, die dem allen Stil nur trauern. Lässt sich drüber streiten. Aber dafür gehen die Kleider ja auch am Spiel. Und ich denke, du hast als Allpartei bedient. So, da rennen wir mal bei den Turm. Am Anfang müssen wir halt die ganzen Enemies besiegen. Wie wann sie es nicht gerade angreifen, muss das auch nicht Sinn. Ja, das könnte auch zu Platz, wo ich halt nicht viel zu erzählen habe. Ah, du hast jetzt ein echtes Schild. Damit können wir auch kämpfen. Ja, am Anfang alles, was die neu ansammelt, geht wie ich mal an seiner Fenster 4 Gestalt. Das wird als, ja, demnächst nach ein bisschen Nerven kaschen. Oh, okay, jener dringt einfach. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass die Dinger nicht schwammen können. Okay. Dick witzig. Ja, naja, so etwas werdet ihr nicht so spannend möchte. Das hast nämlich auch aus allen einzelnen Open World Adventure geklaut gehen. Nämlich muss man so Tieren freischalten, für eine Karte von der Map zu kreieren. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Tiere mit sind. Mit sind da well ein Ratsch. Und die Inselgebiete zu erforschen sind auch wirklich mega. Ich gesehen auch, es schön vergisst, ein TL-Logo anzublenden. Ich muss den mal kurz erinnern. So, zack. Mir war nicht steuert, dann einfach Bescheid so. Ach, die Landschaft, Mann. Einfach so herrlich. So ein fantastisches Spiel. Ein absoluter Wahnsinn. Jo, und du hast die Karte vom Great Plateau freigeschaltet. Erinnere dich. Erinnere dich. Erinnere dich. 100 Jahre lang hast du geschlafen. Wenn dieses Ungeheuer seine vollständige Kraft wiedergewinnt, ist die Welt dem Untergang geweiht. Jetzt geh. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Beeile dich. Beeile dich. Jo, das sieht ja nicht so fantastisch aus, du hast im Schloss. Du gehen wir lieber noch nicht hin, dafür sind wir noch nicht stark genug.
Was wir noch machen, ist die einzelnen Schreine, die da abgelegt sind, sichern. Und ja, wenn wir halt die 4 erreicht tun, da können wir die nächste Great Plateau verlosen. Schön am Anfang gedacht, dass nach den Allemand einer könnte dann als der Paraglider schenkt. Nee, da dauert anscheinend noch. Ja, das stimmt, das kriegen wir eigentlich recht, wenn wir die 4 Schreine von tun oder so. Nee, ich hab's geschieht nur noch. Also. Ich hab's war nur noch. Ich muss also so passen, ich darf Schein nicht zu weit draufsprangen, weil auch falsch wird göttet an. Und das im Zelda verliert den tatsächlich relativ schnell viel Leben. Aber wir haben im Moment nehmen 3 Herzer. Die fällt den Hai am Spiel auch nicht mit Herzcontainer ab. Mir jetzt sicher so Orben. Aber wenn die Orben hört, da kann ihn dummer da sein Herzen abfüllen. Die Orbe kriegt ihn an den Schreiner. Dafür sind die 120 Schreiner da. Stamina an Herzer können da auf dem Maximum Brust gehen. Das machen wir auch alles immer bei der Final Boss gehen. Und ja, mal gucken, wo es die Reise hinbringt. Junge, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gesehen, wie überall diese Türme aus dem Boden geschossen sind. Das muss heißen, die Kraft, die unter Hyrule schlief, wurde erweckt. Du warst gerade auf dem Turm, oder? Was gab's denn dort oben? Da war eine Stimme. Wirklich, eine Stimme aus Richtung des Schlosses? Hast du nicht eine Vermutung, wessen Stimme das gewesen sein könnte? Mit einem Wildfremden wie mir möchtest du nicht darüber sprechen, was? Nun gut. Aber dieses unheilvolle Wabern rund um das Schloss ist dir sicher nicht entgangen, oder? Wir nennen es die Verheerung Ganon. Ja, so geht es wirklich ausgesprochen während der deutschen Synchro. Calamity Ganon, sonst auf Englisch. Es ist nun 100 Jahre her, da hat dieses Unheil das Reich Hyrule zerstört, das sich einst hier befand. Es tauchte wie aus dem Nichts auf, zerstörte die Städte und kostete einen Großteil des Volkes das Leben. Ich muss nur im Text mal etwas trinken wollen. Und seit 100 Jahren verweilt es nun dort. Es hängt wie ein Geschwür an Schloss Hyrule, ein stolzes Wahrzeichen des Königreiches. Und du? Du verspürst den Drang, zum Schloss zu gehen, habe ich recht? Das dachte ich mir. Leider wird das so schnell nichts draus. Das Plateau, auf dem wir uns befinden, ist von jähen Abgründen umgeben. Jeder, der dort hinunterfällt, ist verloren. Wenn man allerdings, wie ich, einen Parasegel besitzt, sieht die Sache schon anders aus. Goddammit. Gib es mir. Oh, da gut. Aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass du einen gewissen Schatz für mich besorgst. Eine vergessene Welt. Nach dem Abschied... Okay, du hast ja gerade Wiederholung für seinen Text. Folge mir. Ja, wir müssen halt nur die Verschreiner bezwingen. Wir können auch vom Plateau nicht rufen. Gehen auch Leute, die probiert, Glitcher und Bugs zu finden, für die Plateau early zu verlosen, aber es gibt kein Möglichkeit. Ich muss mal dem hochschwatzen, ne? Gut, dann im Moment. Ich brauche unbedingt etwas trinken. Sonst kann der Teil nicht weiterholen.
Siehst du da vorne diesen Schrein, der so ein sonderbares Licht abgibt? Yes, den sind wir. Zur gleichen Zeit, als der Turm sich aus dem Boden erhob, begann dieser Schrein zu leuchten. An solchen Orten findet man gewöhnlich kostbare Schätze. Du willst mein Parasegel haben oder nicht? Dann bin ich mal gespannt, was für einen Schatz du mir bringst. Yes! Dann machen wir das mal. Rennen wir mal bei den Tempel. Normalerweise fahren wir da auch als echt extra True natürlich. An der man, ich weiß mal nicht mehr wart fahren, mehr ob ich falls ich hab's im DLC zu den hat. Und das braucht man, das ist ziemlich wichtig. So, untersuchen, haben wir halt Dealer, die sind auch wichtig, damit kann man geil Waffe mich spät bauen. Und dadurch erkunden ich alle gut die ganz Wächter. Ja, die sind auch nämlich oft noch ein bisschen mehr liebisch. Sind extrem gefährlich Gegner. Besonders beim allerersten Durchspielen. Über den Deckschiss von denen. Und sie sind auch wirklich stark. An natürlich zur Release-Zeit waren dann nicht bekannt, wen sie am besten besiegen kann, etc. Oder wen sie überhaupt treffen kann. Mittlerweile denke ich schon, ich habe kein Problem mit denen. Hast du da etwas Spezielles? Ich weiß nicht, ich meine, du könntest den Krog, aber wie genau ihr nun den Krog könnt, wie sie schlagen nicht. Normalerweise, ja, da die Silberküste sind normal am Spiel. An die Rotküsten mit einem E an einem X drüber. Die sind definitiv nicht aus dem Spiel. Und ja, sind natürlich speziell. Da kriegt den Rodo nicht. Normalerweise kriegt noch irgendwo ein Nintendo Switch T-Shirt. Weiß ich aber auch nicht mehr, wo das war. Also war auch irgendwo im Great Plateau. Eine andere Sache als die, dass ich noch gucken will. Wo kommen ich? Hier sind Missionen. Extra Missionen gehen auch noch nicht gewesen, ne? Nee, okay. Sind wir gespannt. Ich hoffe, dass DLC aktiv sind. Müssten aber normalerweise der Fall sind. Ja, Lucias als Austria Idol, der Tisch. Wir müssen die mal ein bisschen uploaden. Anelo, gib mal eine echte Schreine ran. Ein paar Missionen, man. Es skippen das lo, weil das gesehen auch nämlich oft. Und Loading-Sequenzen sind halt auch extrem lang an dem Zelda. Besonders später, wenn man durch Land reisen, dann ein bisschen nice teleportieren können. Da kann das schon ein bisschen dauern. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Mahu. Magnetismus, ja. Da kann man ein echt Gimmick, weil hier kriegt ihr natürlich Fähigkeiten geschenkt. Und mit denen kann ich auf der ganzen Welt divers Stuff erledigen. So, wie lange sind wir schon? Wie 1,5 Stunden? Okay, ich rechne damit, dass wir haut vielleicht in 2 Stunden durchsetzen für die Feierschreine. Mal gucken. Ich bin noch nicht allzu schnell im Moment. Ich kann den Tempo aber ein bisschen an Loot herven. Muss man mal gucken, wie man das machen. So, also ein echte Modul hast du. Gerade ein Tutorial ist halt ein bisschen streckend, weil, ja, da kriegt ihr natürlich noch ein bisschen alles gesucht, dass ihr ein bisschen restricted, was Value geht und so. Weil natürlich das Spiel auch extrem damit geworben, na, dass die Welt halt so riesig frei ist und am Funk überall hinkagon. Wir haben uns mal ein bisschen und Story, die einen kleinen Strang, den nicht geht. Und ja, besonders später die Fire Titans, die nach Weis durchkommen, die Mama an der Reihe voll wie Nintendo das 4 gesehen hat, auch wenn ich muss so, dass nimmer den echten am Fong 4 gesehen hast und nur kann ich relativ mal was die will. Ja,
Wir gucken mal, wie wir dann da machen. Ob Hund ist schon gut, kein Bock mehr. Nee, du musst auch durch. Das ist der schlimmste von hinten. Mir so, wann es soweit ist, ja, der werdet schon matt kriegen. Der Rage wird ziemlich heftig sein. So, an den Tempeln geht doch immer ein Truhe zu finden. Oder mehr Truhen. Aber wenn ihr alle Truhe findet, kriegt ihr auf der Karte bei dem jeweiligen Schrein ein Truhe als Moment. Nochmal Gegner. Du kriegst einen Truhe dann gewissen. Und natürlich noch so ein Dodge-Dingen, das lernen wir auch noch. Das sind alles Fond hört. Also wenn die Truhe da ist, dann hört ihn alles Fond. Da tun ich auch will es zu machen. Ich muss aber ehrlich so nicht schreien auf meinem Account, wo ich alles durchschauen. Bei dem Hund ich bis heute die scheiß Truhe noch nicht gut. Weil das ultra Lackspiel ist an mega nervig, Mann. Also, wirklich, der gelass. Aber bei dem Schreien sind dann so eine Geste. Ich weiß nicht, wie würde schreien, genau wo. Mehr ihr könnt es schon. Also, das. Darauf könnt ihr göfteln. So, die Truhe ist natürlich noch relativ einfach zu kriegen. An Heilerem, also ob den Feier Schreiner, wo man Haut gesehen. Lernen wir so ein bisschen als Fähigkeiten kennen, die wir dann während dem ganzen Abenteuer benutzen können. Ich meine, naja, ist alles. Ja, du hast die kleine Truhe, die da gesehen. Aber wenn der Schrein orange ist, dann haben wir ihn noch nicht gelesen. Weil wir können natürlich auch all Moment rausgehen. Teleportiere geht doch schon direkt, das wusste ich mal nicht. Schulterstadt wäre ich. Boah, egal. Ja, und du hast die Zeichen der Bewährung, das sind die Orbs, die ich sammeln muss. Bei Fire Orbs kann in irgendwelche Statuen sein Herz opfüllen. Ich meine, die Statue sie von der Hylia, also der Göttin, die Hyrule erschaffen wird. Auch aus Skyward Sword. Viele sagen natürlich aus Skyward Sword, das schön, dass Skyward Sword so ein Flop-Gamers. Weil die Geschichte von Skyward Sword ist an sich ziemlich cool. Das ist die Geschichte von der Entstehung vom Master Sword. Und auch ein bisschen Hyrule. Und das ist schon relativ interessant. Also das allererste Spiel in der ganzen Timeline. Du scheinst ein Zeichen der Bewährung erhalten zu haben. Nicht schlecht für den Anfang. Und das Parasegel? Nun mal ruhig mit den jungen Pferden. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Es sieht schwer danach aus, als seien die Türme und dieser Schrein deinetwegen aufgetaucht. Genauer gesagt wegen dieses Schiekersteins, den du dort am Gürtel trägst. Und das Parasegel? Sei doch mal still und hör zu. Vor langer Zeit lebte an diesem Ort eine hochentwickelte Kultur, die Sheikah. Durch ihr Wissen konnte dieses Land ein ums andere Mal vor dem keine Ahnung, komischer deutscher Satz. Diese Kultur verschwand schon vor Jahrtausenden von der Bildfläche. Doch Überreste ihrer Zivilisation wie dieser Schrein scheinen bis heute überdauert zu haben. Hör mir gut zu. Von diesen Schreinen gibt es noch weitere. Allein auf diesem Plateau habe ich noch mindestens 3 weitere gesehen. Wenn du in jedem davon ein Zeichen der Bewährung errungen hast, werde ich das Parasegel dir überlassen. Jetzt willst du mehr? Ja nun, ich habe es mir anders überlegt, aber für dich sollte das doch ein leichtes sein. Was denkst du, stör? Keine Angst, du musst nicht klettern. Ja, okay, erzähl das schon, dass wir teleportieren können.
Gut, wir machen das doch direkt. Also wir spielen ein Tutorial bis wie jetzt sich gehört durch. Und dann markieren wir da oben halt die anderen Schreiner, die ihn halt gesagt. Gerade am Anfang ist es ein bisschen beschränkt, das ist ein bisschen schwer Klot drin und so. Es sind gewinnt halt ultra heiße Kloterin und so. Da das im Moment nicht machbar. Ich werde aber relativ schnell an ein Stamina investieren, weil als Herz kann man auch noch durch viel Essener Kachen und so erweitern. Der Tisch, du Hummer, die Echtzeit ein bisschen. Oh, so, und hin ist auch schon direkt herabkommen. Und da sehen wir dann direkt ein Feature, werdet. Oh ja, ich muss gerade überlegen. Bauschätze gibt es ja mit Bewegungssteuerung gemacht. Das kann auch hässlich gehen. So, da ist ein Schrein. Dann hast den du auch für vom Plateau? Ich weiß es nicht. Ich meine aber schon, oder? Ja, den ist auch noch auf der Karte drauf. Und den dritten ist auf der anderen Seite. Da wird man auch noch Basic Gegner gesehen. Also im Moment spiele ich mit Kabel an Pro-Controller mehr. Sobald wir am Bau ein bisschen hantieren, dem auch schon Hund, ne? Ich kann nicht das denken, kurz weisen. Also der Bau haben wir auch schon, das ist noch kein Pfeiler. Sobald wir dummer hantieren, werde ich dann den Kabel rausziehen. Du lässt dich von einem Alterchen wie mir abhängen, bist du nicht der Schnellste, was? Teleportiert? Teleportation, sowas brauche ich schlecht. Jungspunde wie dich hänge ich allemal ab. Nun denn, ich habe dich hergerufen, Nummer. Ja, am Anfang müssen nicht mit dem Schwarzen nicht, der hat schon alles gemacht. Ich war so mich schlau wie ihn, auch wenn ich mich schnell wie ich war. Alles klar. Gut, dann denke ich, Mama ist Lob Drehs. Bei die einzelnen Schreiner zu gehen. Es geht doch los, ist dunkel. Das soll für uns aber kein Problem sein. Ich gehe mal einfach rein. Also. Ich weiß nicht, was du verstehst, aber wie gesagt, ich weiß am Anfang, das meist, das Wichtigste. Also von da hier. Das hat absolut kein Problem. Schauen Sie es bitte gut, mich das mal so Switch-T-Shirt nicht von tun. Den ist auch richtig wo verstoppt, eigentlich. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das gegangen ist. Oder die waren immer ganz am Anfang bei der 4-Bestellungsversion dabei. Aber am Anfang ist das ja auch die 4-Bestellungsversion. Ja, Schildschlittern, ihr kennt den am Anfang um das Zeit auch noch nicht. Aber wieso, das ist ein zweite World Tour, du kannst ihn dann nach diverse Sachen mit ganz verschiedenen Methoden erkennen. Das geht ganz cool, du vergleichen ich dann meinen Playthrough von dem uns der blind wo mit diesem. Das werden natürlich viel mehr skillig sein, weil ich halt das mich doch weiß und so. Und ja. So, wir rennen einfach mal bei den blauen Schreien. Ich hoffe, dass den nicht am Schneegebiet ist. Das brauchen wir auch nach diverse Items für das Ganze abzuwärmen. Das hat der Feuerstein. Tatsächlich. Jemand kann ihn, wie die Nummer schon seht, auf Fireman. Was mega cool ist. Gibt auch ganz coole Rätsel hier an der Welt. Also Physik Engine, also auch mega genial. Wir können auch hier alle Baum einfach aufsehen. Also du hast keine Grenze, weil los an aber dieser Race werden wir auch ganz viel Holz nach musste sammeln, weil nach diverse Sidequests kommen, wo wir extrem viel der Holzbündel brauchen. Und die will ich natürlich auch holen.
Ja, Schwein kennt man theoretisch auch umbringen. Es sind aber Lummel so fein an sprenge kein deren während Breath of the Wild ob ich weiß nicht gewollt. Kann ihn aber machen, also kann ihn halt auch johen. Und dann ja. Die ganzen Dinger umbringen. Okay, die eher Silo geklaut gibt von mir, die man lädt. Kennt wir so Astrologie. Dachte, da sitzt der Mann da, gell? Ich gebe ganz gerne hier kurz rasten. Ah, da sind noch Pfeiler. Wir schlafen kurz bis morgen, dass halt Mann Gegner ob es werden. Haben wir auch ein bisschen etwas gesehen. So, die Pfeiler holen wir natürlich auch matt. Und ich denke, das ist auch nur der gute Moment, den Controller zu trennen. Aber los spielen nicht dann ohne Kabel um Controller an, das ist manchmal angenehm, nur wo die Pfeiler dabei kommen sind. So. Sammeln wir mal das mal alles an, das kann alles wichtig gehen. Das cool ist auch, kann ich auf so viel verschiedene Art und Weisen Rätseln lesen. Geht wirklich bombastisch und mega cool. Also bleibt ruhig drin. Spielt nebenbei matt. Da lief doch ein Zweitkehr vielleicht. Kann wirklich interessant sein. So, du verlieren ich mich auf der Welt schon. Wo hast du den Nuss schreien? Das ist den. Da gehen wir mal bei denen. Ich weiß nicht genau, wer die wo kriegt. Von denen diverse Module. Aber die können wir natürlich auch nur ersetzen. Und in der Wasser fanden wir natürlich auch diverse Truhen und so. Ich meine, da tun wir schon alles gesehen. Wir sind doch ein Krog gehen. Nee, ich gesehen aber keinen stehen, den du zur Passe gibst. Das Projekt kennt auch nicht regelmäßig, also das wird okay fixen Datum, fixen Tag, das hängt ganz davon auf, wer ich Zeit fanden. Weil die schon mal Pfeile geschmissen. Die können wir natürlich recyceln. Aber wir können noch natürlich so eine Art Headshots machen. Also du mal instant killen. Zack. Und du gesehen ist, dass ich aber noch relativer Form sehe bei Breath of the Wild. Das ist auch gut so. Aufgabe also doch während dem Stream immer zu rufen von der Krog gesehen oder wann ich Krog verpassen. Den Höllenstand natürlich ganz gerne matt. Uff, den ist ziemlich heiß, ne? Und bist du? Die schreien. Da lernen wir auch noch Klot darin und so. Also, ich freue mich wirklich auf das Deal. Ein längeres Tutorial, hey. Möchte man schon dick Spaß. Nur langer Zeit kann in den Schnecker gehen. Und mir wird nur einen echten Wächter besiegen. Denken ich mal. Ich weiß nicht, besiegen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Mal gucken, ob man die überhaupt hier kriegen. Wir nehmen Schild, ne? Irgendwo heißt es Basin, die lebt. Und die kann ihn halt reflektieren. Ja, den du lebt, okay. Mal gucken, ob wir einen besiegt kriegen. Der kann es one-hitten. One-shotten. Also wir sollen wirklich aufpassen. Das geht Spaß mit ihnen. Und das war schon ziemlich gut. Das hätte ich an meinem ersten World True definitiv nicht so hingerut. Aber wie gesagt, ich teste ja ganz gern hier, wie sich Breath of the Wild am Unblind spielt. Weil Menge Meinung nur das Spiel da pro Schwächen abweist. Und du hast also ein Switch-T-Shirt, ja, den man holen, weil den ist genauso stark wie das Arnold. So. Nicht mehr viel wie cool. So, und da gehen wir an den Beef schreien. Da kriegen wir manchmal als Bomben. Also, ihr seht, die klassischen Zelda-Items gehen alle relativ schnell rausgeschmissen. Dann sind auch ganz ähnlich wie früher. Mir wurde das nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. Das.
Das sind immer so Texte, die hun ich auch am normalen Spiel nie gelesen. Die könnt ihr erst ja einfach durchzählen, aber das sind immer so kleine philosophische Texte über die jeweiligen Dungeon, Schrein, Rätsel. Da gibt auch noch Rätsel, ob die bringe ich mich gut nicht, ne? Also, das ist auch so etwas. Beim ersten Spiel durchspielen, wie sie natürlich nicht weiter bei ihnen zu könnt, aber ich weiß schon, ob das komme Schreine, ob die uns gut keinen Bock. Und zwei von denen Schreine kommen natürlich relativ frei. Salut, Dark! Am Moin Toshiko. Wie geht es dir? Guck, geht gefällt schon nun. Ich werfen geht hier ob R kann nicht ob A. Ich bin natürlich auch Link's Awakening nebenbei nach. Und ja. Du hast die Steuerung natürlich auch ein bisschen anders, ein bisschen mehr klassisch. Gut, selber. Ja, mir geht auch gut. Also, ich schon dick Bock auf Breath of the Wild. Wir machen zwar haut nicht mehr The Great Plateau, aber trotzdem sind ich mega heavy hyped für Nanka, The Legend of Zelda Breath of the Wild zu erleben. Soll ich meinen Satz zum Nanka wiederholen, Toshiko, oder geht Dämpfer und den Cerberus da durch? Ja, mir natürlich verschiedene Arten von Bomben. Ja, das war natürlich ganz gescheit. Wir haben Apple, ne? Wir hatten ein paar Apple gesammelt, aber erstmal die einfach. Nommen sie mal die. Auch schon das dünnes Bobo geheilt. So, Luke, sind ich mich nicht. Du musst nein, aber ja, mir geht es gut. Wie gesagt, ich sind heavy hyped auf Breath of the Wild. Haut mal The Great Plateau an. Das halt ein ultra geilen Zelda. Ja, mit zwei Formen von Bomben. Einmal die quadratisch, die nicht rollen, und einmal die rollen. Und die Rolle gehen halt gebraucht. Für divers. Ups, pardon. Für divers Rätseln. Ich weiß nicht ganz genau, für wen du roppen ist. Du könnt den bei den. Ja, okay. Ich kann den bei einem extra Schatztruhe. Siehst verstehe ich gerade nicht. Im Fond muss ich mich hier nicht mehr hinstellen, ne? Ja. Nee, dazu kann ich nicht erklären, ich hatte das schon am Anfang gesagt. Es war geplant, dass ich den Master Mode spielen. Oh, was? Probieren wir mal Speedrun-Trick. Ja, Skill. Ich wollte Master Mode spielen. Aber das Problem mit Master Mode ist den, dass es zu viel Hanno ob Stealth-Modus auslebt. Und ich fand das nicht so ganz gesund für den Stream, für den Playthrough. Ich hätte dick Bock gehabt auf Master Mode, aber wie gesagt, das meine ich dann lieber privat, wo ich an ja, Stunden investieren kann. Am Stream meine ich halt den ganz normalen Modus. So, ich weiß nicht, wie weit immer der Bull soll man. Brauche ich den noch? Wo geht schon nun, hi? Ich habe nicht mehr gespielt, da schon keine Ahnung mehr vom Spiel. Du hast selber noch nicht ganz durch. Meinst du das Spiel oder den Master Mode? Die Bombe ist verloren. Wir haben unendlich Bomben, das ist der kleine Cooldown-Timer. Also, du keine Angst tun. So, die Ballmengen, ich war für nächste gebrauchen. Ich gucke einfach kurz bei so Dach, der braucht man irgendwo. Ich geht anscheinend irgendwo nach einem Truhe. Nee, sind zu dumm, die zu fangen. Das ist ja schon mal. Nee, ist typisch Blackstar. Was? Wo ich dann was vergiss? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
Schon eine Woche nicht durch Hanne gesehen. Schön mal drüber, nicht dass du Hanne nicht wo so Schlüssel hast oder so. Sie gewinnt der Paraglider zu, Mann. Und noch divers andere Gadgets. Wir spielen noch DLCs durch, ne? Also, wir gehen also auch den Eponator an so sicher. Da ist auch mega geil. Wo zum Teufel brauchst du die Kurelei? Du hängst schon am ehesten Schreien, oder wie? Okay. Dann lösen wir die Kurel mal leihen. Komm mal irgendwann ein zurück. Keine Ahnung mehr. Ja, aber wo ist dann die letzte Truhe? Irgendwo habe ich eine Truhe verpasst. Mir egal. Juckt nicht. Truhe sind auch nicht so wichtig, ne? Ich meine, Truhen zählen noch nicht zu den 100%. Ich weiß es zwar nicht. Wir waren in dem Final Boss einmal besiegt, wird da gesehen, eine Prozentanzeige. Für dass wir das nicht machen, dann recht ganz zum Schluss gesehen. Da können wir ja gucken, wie viel von den 100% mal holen. So, den ist relativ gut downgegangen. Lob auch mal Winterwarms. Hilft den Loram? Was hat der Leber schon? Nö. Da rennen wir lo an das Gebiet. Normalerweise gehören just Crocs, Schreiner und was ist das letzte? Wirtschaften. Ah, Wirtschaften. Zu den 100%. Just, ja, okay. Ja, kann gut Sinn. Ja, wie gesagt, wenn wir dann einen True verpassen oder die eng mega nervisch True do nicht kriegen, die auf Luck-based ist, wo ich mich Nerven verloren habe, dann, ja, muss man das als nicht da drohen. Ich werde natürlich probieren, alle True zu fangen, aber keine Garantie drauf. Ah ja, und zu den Crocs, wie gesagt, wenn man Krog, die muss rufen, wenn ich einen Krog verpassen. Aber boah, da müssen wir die ganze Zeit rufen, weil halt sind überall Crocs. Aber alle Krog, die wir in der W fahren und ob wir das, den holen wir jetzt auch. Aber ich renne nur nicht alle einzelnen Crocs sichern auf der Landkarte. Also auch da spüren wir dann als ein bisschen von den 100%. So, wir müssen als lo, also natürlich ist es schon gesagt, wir können das ganze Teil ein bisschen ernst lesen, wie es vier gesehen ist. Wenn wir nämlich hier in ein Schneegebiet gehen, da geht es im Link natürlich auch kahl. Und da verlieren wir natürlich auch Leben, ich weiß nicht, oder nicht. Mit dem Chili können wir zum Beispiel ein Essen kochen, was uns dann für ein paar Minuten schützt von der Hitze. Es kann in der Woche mit einer Fackel durchlaufen, etc. etc. Also, ihr könnt so viel verschiedenen Stuff machen. Das ist mega cool. So, wir kämpfen mal einfach gegen die Bocklings. Das vielleicht aber ein bisschen mehr gescheit, die wo weit in uns zu greifen. Sonst stehen den mit dem Sperrhai hantiert. Ja, bisschen aufpassen. Können natürlich auch Y gedrückt halten. Schön die falsche Waffe ausgerüstet. Weil das der Checks wird mal holen. Hi. Trost klingt das tatsächlich die stärkst. Okay, der wird. So, ich muss da ein bisschen aufpassen, weil die Materie dummer Flammen da rundherum hantieren. Und da sind wir schon tot. Nice. Ja, wie gesagt,
gerade am Master Mode man sie ultra viel Schritt an 100 ultra viel Leben an der Problem ist halt einfach ja dann steht man ewig bei dem scheiß Kampf an dem normalen Modus kann man nach relativ schnell einfach durchrennen und alles killen. Ich werde die Lummer am Bauhai alle gut chasen erschloen und dann ist es gut. Ich weiß nicht wie weit die Baue scheiße können. Ja okay, die sind so blöd. Ja, den das One-Shot gehen. Und den noch. Ah, was? Ah, ne, der lebt noch. Lul. Wer lebst du noch? Gut, nicht. So, und hier kann man natürlich auch proper kochen. Hast du Kessel und? Ne, den hast nicht und. Da kann man Eis. So ein Fackel holen. Ja, ich weiß, dass man das wechseln kann. Eieiei. Gerade am Anfang die Tutorials, ganz schlimm. Da sind wir die un. Und da kann man halt den Kachdingens. Mann, das ist mega cool. Und da kachen wir halt. Dafür holen wir einfach 5 Chili in der Hand. Das kriegt am Anfang auch vom Mann gesucht. Nee, boah, das wissen wir ja alles. Braucht hier nice nicht zu erklären. 12 Minuten? Nice. Und hier hält doch noch dick viel Herzer, die man nicht tun. Ich habe auch keinen Platz für weiter Waffen mal zu hellen. Okay, mal dann nehmen wir das Lomul. Nimm mir für den Fall. Ich kache mal nach ein Kerl, weil wir halt schon hun. Na, so ein Gericht. So. Und dann gönnen wir es. Ja, dann sind wir noch ein bisschen künstlerisch. 2 Chili, 2 Eicheln an Champignon. Da kann ich natürlich auch forschen, was dabei rauskommt. Also es gibt ganz viele verschiedene Kochrezepte. Ganz cooler und noch ganz komischer. Also ja, du kannst noch seine Zeit mit Kochen verbringen. Breath of the Wild wird da wirklich viel Hobbyen. So, das erste Mal. Und da geht es los. Da gehen wir an das kleine Schneegebiet um Great Plateau. Darauf bei die Schreien muss man natürlich. Das Ganze ist natürlich nicht so einfach. Dann ist noch ein Wäschterin, die wir präven können. Ah Gott, Mann, ich feiere in der Tyrol. Ich freue mich auch auf Breath of the Wild 2. Ich weiß nicht, wie du bei Azures. Nee, Breath of the Wild 2 kann ganz geil gehen. An wenn Zelda wirklich spielbar ist, dann ist das mein absolute Nummer 1 The Legend of Zelda. Da kann man Majora's Mask auch abhaken. So, wir müssen du bei die Brick und da können wir die Bierschraub. Schluss und Gegner Lomol einfach umleben. Decken Hype, ne, ja. Das Wasser soll am besten ordnet brehren, der ist nämlich auch relativ kahl. Also ich gebe ja Schnittroden durch Schwammen zu gehen. Ah, guckt wie der links aus seinem Haut rot geht, wenn's ja Frostbrand oder wie nennen die das? Brandfrost, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie der nennt. Nur vergiss. Frostbeulen. Und dann können wir halt diverse Rätsel lesen. Magnet. Ja. Oh Gott, ich war nach mir schlimm wie eigentlich nicht das. Du musst dich so drehen. Oh Gott, Link, nee. Uff, Krämer, die Dialoge raus? Ja, Krämer. Hallo, hast du sogar perfekt. So. Ja, das geht. So, komm mal da rüber.
gesagt, jeder, der das auch das cool sind, Breath of the Wild, jeder hat so ein bisschen Singmethoden, Sachen zu lesen. Da könnt ihr natürlich auch mal einer Fackel rundherum laufen oder mal ein Feuerschwert theoretisch. Weil er den Cave gehen, Mist, machbar sind mit Amiiboen. Amiiboen habe ich im Moment ausgeschaltet. Werde ich auch während dem Let's Play ein bisschen benutzen. Ein Eiscake-Rock, okay. Ich kann nicht, aber. Warte mal, du meinst. Der Amiibo-Funktion muss ich aber auch am Voraus irgendwo ausschalten. Schon die aus. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich die. Keine Amiibo verwenden. Ah, hi. Ja, du siehst doch, wer kann ich noch tatsächlich benutzen. So, an wann ihn dann. Jo, guckt, hier kann ich dann Amiibo scannen. Die coolsten Amiibo aus hier, hi. Hallo? Muss man einen Platz finden, wo wir spawnen können. Der ist Spawn. Hallo. Was ist der Scanner beim Pro-Controller? Ich weiß es schon nicht mehr. Der ist Spawn. Ne? Geht ja noch nicht. Dann halt nicht. Ich wollte erst den Wolf-Link weisen. Dann holen wir einfach den ganz normalen Link. Vielleicht kriegen wir ja etwas Cooles. Ja, der geht aber. Ja gut, dann müsste Wolf-Link aber auch gehen. Come on. Ja, du kannst sich halt so Sachen entschieden. Und gehen natürlich auch diverse Kleider nach. Ja, der Wolf-Link. Den hat sie erleben, based on wie weit ihn an Trial Princess war, mit einem bestimmten Tempel. Und ja, wie gesagt, kriegt ihr natürlich diverse Sachen so geschenkt. Und auch an der Tour können ganz cool Sachen dran sind. Feuerpfeile, ja, für war nicht. Aber wie gesagt, ich will da nicht so viel drauf zugreifen, weil sonst ist das Spiel dann auch zu einfach. Und das sollte ja dann auch nicht sehen. Also, das nicht. Breath of the Wild, das wird wirklich ein bisschen schwierig geht. Aber, wie gesagt, wenn ihr sich alles so entschied. Wenn ihr gut Waffen hört, könnt ihr noch ganz gut das Spiel durch. Im Moment haben wir ein bisschen das Problem, weil wir keine Waffen haben. Also kein Gescheit. Das wandelt sich auch ganz schnell. Und auch als Gegner wird er relativ schnell ganz unangenehm gehen. Ah, guck die herrliche Landschaft einmal an. Ob die Biersto, du geh mal Haut nach Rob. Weil, wie war? Mal ganz einfach, weil ich da noch nie war. Ja, das ist auch eine Menge. Ah, nee, kann ich doch, aber ich muss gucken. Oh, nee, du fall mal auf. Ah, das ist auch selbst das. Gerade am Anfang, das hat Kloterin. Nicht zu gebrauchen. Doch, du komm einfach nach hin. Okay, der cool. Dann haben wir den Paragleiter nicht, an diverse Fähigkeiten haben wir nicht. Ah, anscheinend soll ich noch higher abgehen. Mein Kälteschutz ist nach 1 Minute gut. So, der Wolflink, der greift natürlich auch die Gegner an. Ja, und heute hat schon einen guten Job gemäht. So, schöner Pfeil. Weg bei dir. Ich denke, da gönnen wir Eis halt das Fleisch. Ah, da schlafen wir kurz. Der Wolflink, der will Emul pro Tag rufen. Also Echtzeit. Aber wie gesagt, ich wollte immer nach seinem Leben auf Maximum abfällen, aber ja, es sind zu faul, Wii U rauszupacken. Gut, kein gelöscht, man. So, der Kälteschutz ist geschwör rüber. Wir sind noch geschwind da. Von daher. Kein Problem. Aber wenn ich von der quatschen will,
Ich kann auch an den Call kommen, ne? An den Discord. Einfach Bescheid sagen. Gerade Breath of the Wild brauche ich vielleicht immer ein bisschen eng. Zwei Hand, die ein bisschen matt labert. Besonders schlau, wenn der Tutorial rüber ist. Also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, einfach Bescheid geben. Guck die Hand, Mann. Kratzt mich einfach nur im Bein. Cryo-Modul. Ja, und damit können wir halt Eis entstohlen lassen. Wir können 3 Eisseilen entstohlen lassen, über die Link dann Triple kann, Sprange kann, etc. Hallo? Merci. Und damit kann ich dann natürlich auch diverse Rätsel lesen, wie halt den Dingerobmann. Weine doch irgendwo ein Truhe so an einer Nische verstoppt. Ah ja, bei dem Gegenheim wo das. Was willst du, kleine Menschen, ne? In Reiselanze. Oh, die holen Schmatt. Weil, die brauchen wir auch nach fängst dumm Sidequest. Und ich ewig gebraucht, man, auf meinem Main-Account. Für den Blödsinn zu starten. An, sind ich blöd oder hast du wohl flink tot? Ja, das ist wie nicht mit du. Ja, hier mache mal true. Ich gönne mir zwar Stamina, definitiv. Nur wenn man als echt Mensch geht tun. Ist zwischen der Bewährung anzulesen. Und dann haben wir nicht mehr noch E-Streiten für Haut für uns. Wir sind da bereit für die Great Plateau zu verlosen an Hyrule zu erkunden. Oh Gott, das geht so gut, Mann. Also das Spiel mich einfach trotzdem mal, auch wenn es schon ein lief, tut Spaß, weil die ganzen Tricker, denen so später am später am Leben, später am Spiel richtig gelehrt wird. Obwohl, ich kann mich auch... Nee, wir gehen ja noch auf der Bierstuhl. Komm, so viel Zeit muss hin. Dann gehen wir jetzt die Truhe auch gönnen. Ich weiß nicht, wie weit an der Truhe dran ist. Also sind schmischens... Ja, genau, ist so immer gestorben. An ist so und nach. Ja, wie gesagt, das passiert. Das ist nur nicht so dramatisch. Ja, so kann ich natürlich ein bisschen über die See gehen. Auch über Normalwasser, das muss kein Eiswasser sein. So, und dann haben wir hier
Opal. Ja, die sind relativ teuer, wenn wir irgendwann eine Rubine brauchen, die wir auch einen brauchen. Oh ne, Link. Sprang. Sprang. Merci. Sind wir am Do. Da können wir da doch verkaufen. Alter, wie die Link da am Wasser einfach krepieren. Den Armen. Das lebt noch am Switch-T-Shirt unter. Was kriegst du geholt oder nicht? Nö. Ach, dann bleibt es auch da. Du weißt mal, was dran ist. Hä, wer das da hin? Ehrlich gesagt, da war ich auch noch nie. Der will da hin? Ja, anscheinend, ne? Ja, anscheinend. Der will noch sterben. Ist doch ein Apps? Nee. Also du verstopft sich hier Apps mehr. Ich dachte Feierpfeile. Vielleicht funktionieren die do. Der Dinge kann eben schmelzen, wenn die Feuer an der Gegend wird. Ich noch nach Feuer stehen an einem Holzbündel. Und ehrlich gesagt, 3 war ich noch nie. Jetzt mal etwas. Und dann, machen wir Feuer. Feuer kann ich so machen, an dem den Holzbündel drin erstellt. Und dann mal dem Schwert über den Feuerstein fucht. Und zack. Und so kann man die Stehen halt schmelzen lassen. Du hast doch bestimmt einen Krog drin. Ja, das dauert nur ein bisschen. Ey, brauchen wir mehr Zeit. Wir gehen noch nach ob die Spitze, die irgendwo wo fallen Hai wäre nicht so gescheit. Ja, du gibst man nämlich sterben. Daher kommt Schmelz schon. Sind Eiskristalle schwest. Was das dauert, Mann. Ich hoffe, das lohnt sich. Nicht, dass Halo einfach gut nicht das. Das wäre enttäuschend. Bei Raven ist nix, ne? Nee. Du hast aber auch tatsächlich auch anscheinend gut nicht. Oder? Nee. Nee, das scheint gar nicht zu sehen. Ah. Oh, das könnte Krog raus. Ah, doch. Okay. Man ganz vorne. Die Krog und ich Main-Account noch nicht fand. Mehr auch die Krogsamen braucht man für das Taschen zu vergrößern. Schlaf mal? Nö, das Ding aber neues. Braucht kein Schlaf. Ich will nur die Biersteuer erkunden. Yikes. Die sieht, weil die relativ schnell leben. Das ist nicht so cool. Gerade im Schnee finde ich halt auch schwierig essen. So, da oben hin will ich. Weil natürlich wie machbar ist. Guck mal, jetzt hat mal. Weil ich denke, um Great Plateau sind wir nicht mehr so oft. Aber wenn wir halt dann etwas verpassen, werde ich definitiv um Main sicher verpasst tun. Wäre ein bisschen schwer. Also die Gesichter rennen noch für Crocs gucken, mehr. Ich mag kein Backtracking für Crocs, die man verpasst und in Gesicht zu gehen oder so. Wenn wir zufällig an der Gegend sind, holen wir den Matt. Aber nicht dann. Außen halt forever vergiss.
So, Klotterlo herab. Oh, nicht zu sterben, Link. Das sieht relativ gut aus. Du scheint feste Boden zu sehen. Tipptopp. So, und dann kann man hier rundherum laufen. Ja. Ah, lol, hier steht sogar Highway. Untersuchen. Hä? Da bin ich aber gespannt, was hier seht. Ah, guck da an, das ist schon der Nation Titan. Oh mein Gott, das ist so cool. Ich freue mich so drauf. Hoho, schöner Ausblick, was? Schöne Aussicht. Ja, hier versperrt einem nichts die Sicht. Man kann fast das gesamte Plateau überblicken. Ah, du fährst die bist du. Also. Ah, lol, halt gerade in den Winterwarms. Das ist auch gut, weil du warst immer vom Frost geschützt, auch wenn man kein Essen mehr und weil der schützt. Und dann gibt man theoretisch Rufs Leiden. Mein Schild ist aber gleich freck. Dann heile ich mich mal schnell. Da war ein bisschen Early Snowboard, ne? Ah, warte, ich meine schon nach einem neuen Code, genau den du. Halt doch nicht so lang. Ja, anscheinend geht der Tür für ein bisschen zu surfen. Okay. Das ist so cool. Ja, du hast das Switch-T-Shirt schon. Ah, steht in der Mund, wenn man nicht mehr an einem Gebiet sieht, wo man Fern brauchen. Ja, auch der Winterwarms wird mehr Stamina, ne? Nee, wohl nicht. Den ist auch erwähnt. Hä, schon der Winterwarms dann nie do, gut, oder? Schön, sind damit. Ah, schon mal den immer Kaff. Mein, ich fast nie wie ihn undekannt. Oh, na, ist sogar ein heftiger Gage, ne? Normalerweise kann noch so parieren. Lol, Lunchen, aber gut getroffen. Nee, fall da nicht drauf. Ich will den Items, Mann. Da ist so ein Truhe. Ich war schon nie. Also. Der krass, Mann. Ich war schon nie. Jemals. Gibt einer interessante Sachen zu finden. Der Insel gibt da bestimmt einen Krog, oder? Muss doch also Sinn. Ne? Nö, anscheinend nicht. Kann noch beim klammen, auch da keine Crocs sind. Also das wirklich gerade in all Winkel, all einzelne Stehen zu drehen auf der Welt, hey? Weil sie sind überall. Das kann ich ja schon mal sagen. Sie sind wirklich überall. Kein Witz. Naja, wie viel erkundet wird anscheinend doch viel belohnt. Ah, da ist also ein Lara. Lel. Alles tot. Da rafft man alles ablink. Hier alles verbrennt. Ah, das verbrennt alles. Shit. Egal. Juckt nicht. Und hier geht sogar bei den Schreien. Ah so. Okay, dann hast du ja eine relativ gut Route gewischt, die wir gewählt tun. Da kommen wir nämlich bei diesem letzten Schrein im Great Plateau. Und dann sind wir auch so los um Ziel vom ersten Part von Breath of the Wild. Da oben ist nix. Gut, dann springen wir noch ganz richtig rauf. So, ganz vorsichtig, das ist aber ein bisschen Hey-Schei.
Da will ihn dann aber nicht gerade sich ein Fänke gehen. So, warte ich noch mal. Ich scanne nur noch ein paar Amiiboen. Ja, ich weiß, schon gesagt, ich meine nicht mehr. Ich habe aber Bock, die Kleider Molenka alle gut zu holen. Ich finde sie nämlich im Main auch noch nicht all. Das war nur der Ganon. Also Ganondorf. Auch Champions werde ich mal, also als Premiere auf Team Lützeburg scannen. Die haben eigentlich extra Geschichtskapiteln. Das war der Chic. Das ist auch gut, dass man all die Items do enker berät und dann während dem Abenteuer gehen wir nicht dauernd genervt mit den dummen Visitekette Shadow von all einzelnen dummen Champignon. Quatsch, Stasis-Modul. Ja, das ist auch das letzte, das fehlt. Und dann habe ich noch Zelda für Breath of the Wild, die ich scannen kann. Die lässt divers Kreide spawnen. Ja, doch, das ist aber relativ gut, dass du da dann alles holen, weil das jemand die ganze Zeit genervt, weil ich hab's Neues holen. Der Reiseschild, das ist auch ziemlich cool. Dann holen wir einen Toon-Link nach. Der bringt natürlich Fisch aus dem Great Sea. Oh, Maxi-Lachs so gut, der cool. Und du kannst ich natürlich auch dem Wind Waker sein Kleider und Schwert und so rauskriegen. Da haben wir nach Kegelig. Nee, legt lo nicht die Truhe dauernd ab. Da schmeißt wenn es ein Waffe fort, die du ist. Ah, das ist ein Reiseschwert. Das behalten wir mal lieber. Ah, das tut sogar eine Haltbarkeit von Diamant. Also 5 Rob. Nice. Das ist nice. Was geil, Mama. Das. Ah, der Bengel, du. Komm. Blödsinn. Ich gucke kein Shirt. Ja, der Taler kämpfen, du mal da. Und ich nach ihn zu scannen. Tun Zelda wäre nach tun. Die habe ich ehrlich gesagt noch nie gescannt. Und die bringt anscheinend auch Kreide. Ah, okay. Ich meine, das ist ein ganz normal Zelda, oder? Nee, das kann noch nicht sein. Ja, wo ein Reiseschild, okay. Oh, und ein von den stärksten Items zum Hai einfach Laie gelos. Eine Fit-Karotte. Ja, nur mal ein bisschen Proviant. So, und hier kann man natürlich Stasis-Modul, auch ein ganz cooles Gerät. Da freue ich mich schon auf die Erweiterung. Und denkst du, ich vergesse, wen die schon mal kriegt. Ich meine, die kriegen. Ah, ich weiß nicht mehr genau. Ich meine, zu Hateno, oder? Ja, gehen wir nach alles geworden. Tipptopp. Hat dann die meiste Switch-T-Shirt drin. So. Und dann lesen wir die Inselrätsel. Hi. Ja, damit kann man natürlich Zeit für Gerätschaften stoppen. Und dann divers Rätsel natürlich lesen. Können du auch Kraft auf die Inselstecker knuppeln. Und da fliegen die ein gut Partie weiter. Einmal mal das los so. Das stoppen wir.
Und dann haben wir Zeit für die Rob. Die Truhe zu kriegen. Ein anderes Reiseschild. Mein Tasche ist voll. Okay, dann schmeiße ich bis fort. Reiseschilder sind aber ganz relativ wertvoll. Ah, der Bockling-Schild. Sowieso gleich tot. So, die Kugel, die rollt. Dann muss man eine Kugel heißt Borne, es ist immer überrollt. An der rennen wir einfach nur. Und da leidet den Hummer, ein geil Waff. Da schmeißt mal lo seine dumme Keule weg. Auch den Hummer ist natürlich ein mega geil Waff. Braucht man auch. Also, ne, braucht man nicht unbedingt. Me. Für die Stehenhai wäsch zu regeln. Kann man das Stasismodul benutzen und dann Grafen ob die Dinger durchsetzen. Und da flehen die ein gut Party. Jo. Da war das noch Stasis-Modul erklärt. Schrein hört auch sein True. Tipptopp. So, dann haben wir alle gut Schreiner. Da kriegen wir noch einen kleinen Cutscene. Und da sind wir tatsächlich fertig für Haut. Ja, da ist nur keine 2 Stunden Kast. Mal ja, tipptopp. Die Story ist auch nicht groß. Also die Story ja, ist eigentlich 8 Stunden. So. Nun hast du in allen Schreinen auf diesem Plateau ein Zeichen der Bewährung erhalten. Oh, es ist soweit. Link, es ist Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Sieh auf der Karte und denke dir gekreuzte Linien zwischen den 4 Schreinen. Hast du verstanden? Ja. Das ist auch ein ganz cool Rätsel. Man weiß halt, ob Zitadelle der Zeit, wird ein bisschen ob wir saß. Wenn du auf der Karte guckt, gemengt sind natürlich die Schreinerhai, ne? Und die Schrein fährt ja auf die Schrein und dann den Hai durch, und die treffen sich ungefähr dann Hai. Da kann man dann eine Markierung setzen. Ich meine aber kein Stern mehr. So Lichtstrahl und da kann man da hin. Ah, da war ein Truhe. Die gehen meistens auch noch. Da kann noch viel Blödsinn machen mit dem Stasis-Modul. Aber dann los wir mal nach Leversinn. Mir relativ wenig Herzer. Wäre nicht so cool. Und du hast es schief laufen. So, was hat Heischheiruf? Nee, aber das ultra gefährlich, weil du. Ja, wir müssen egal wer du ruf. Komm. No risk, no fun, ne? Das ist auch herrlich bei Breath of the Wild, die Klotterpassagen. Ja, ich bin so ein größter Fan von dem Spiel, Mann. Das ist einfach so genial. Und ich muss so in dem Moment stört mich der Wiederspielfaktor nicht. Es gibt Missionen, die mich ultra sacke werden. Die ich gut keinen Bock habe. Aber die machen wir dann so schnell wie es geht. Was da an App ist? Ich komme da hin, kann der Denker kurz erforschen. Da Krokas. Scheint nicht dort zu sein, mehr. Wir gehen trotzdem mal gucken. Da kann man ja dann auch kurz Pause machen. Und neue Luft. Respektive Stamina tanken. Da geht es noch weiter.
Nur noch relativ viel Zeit oder so. Ich bin erstaunt, dass wir so gut Fero kommen. Ich bin mal gespannt, wie ich mich bei den Titans schlagen. Das ist da drinnen, das sieht dick speziell aus. Ah ja, doch, da war ich aber auch schon. Ich weiß nicht, was da dran ist. Ich meine, ein Turm hat einfach ein gutes Schwert oder so, ne? Ja, keine Ahnung. Ich brauche noch einen Platz für ein bisschen Pause zu machen, oder? Ja, doch, hier kann ich aber einfach pausieren. Tip-Top Link, der müsste ganz gut. Und da sind wir gelandet. Nice. Da brauchen wir Woman. Und da ist ein Truhe dran. Mit Feuerpfeilen? Okay, nice. Der will man natürlich gerne mit. So ist es sein echt. Okay, Krog, nix. Nope. Oh, der Schluffe Gegner. Lel. Also Barmat schöne vielen Äpfel. Da gehen doch noch diverse Rätsel mit den dummen Äppelbeam. Die habe ich am Anfang gut gecheckt. Später wusste ich aber, dass es da Crocs gehen. Und Äppel sammeln ich natürlich gerne matt. Und auch Tolls hat man halt kriegen, gewonnen. Da war relativ wertvoll Gott. Für ein Quest. Oder divers Questen. Mir gerade am Anfang kurz in der Holz nicht genug von der richtig beim Feld. Und das ist definitiv ein Fehler, weil spätestens dann hat Teno braucht man. So, lo kann ein ganz eklig Passage. Irgendwie natürlich sterben kann. Gut müsste das, Joel. Moje Patrick. Ich weiß zwar nicht, es sind zwar nicht Joel, aber merci. Herzlich willkommen bei Breath of the Wild. So. Oh Gott. Kann man da sterben? Ah, da geht Dave rauf. Das ist ein relativ schweres Passage. Aber wenn ihn löst möchte, dann. Ah, die Vue, ja. Kriegt ihn direkt Schultern an Knäen. Schon geil gemacht. Toshiko ist aber auch noch da. Nice. So, ein nice Tüt von dem Mann. Von dem alten Mann. Mysteriösen alten Mann. Du gehst doch noch etwas. Ich meine, du gehst der Rezept für. Ich hab's zu machen, oder? An dem Buch steht ihr es. Im Buch steht ihr so etwas wie Winterwarmsmisch, oder? Auf diesem einsamen Plateau ist meine einzige Freude das Kochen. Schaffen Grillteller. Ah ja, stimmt, okay. Den haben wir aber schon gemacht, ne? Ja. Den wollen wir. Oh, an Hayo mal Krog.
Gruck. Das hat den Strom, den ich will holen, wenn man die Bürger sind, dass den also auch nicht nach ein ausschwätzt. Ah ne, den haben wir schon, den Sportling. Okay, da war der schon bei Mami dabei. Oder Erik. Ah, sorry. Also den Kevin oder Erik. Nee, also den Erik ist um Let's Playen. Und der Kevin und den Joel gucken normalerweise noch. Ah. So, da ist auch noch ein Lager. Oh, da sind so Gebäude. Das kann ich noch irgendwie so machen, dass Bayern die Goblins da angreifen. Ah, schon kein Pfeiler mehr. Machen wir mal eine Waffe. So, soll man riskieren, dann die Bayern da angreifen. Ah, lol. Oh ne, zerleben. Oh ne. Oh ne, zerleben. Schlufen? Hilft das? Sind Monster in der Gegend, oder? Nö. Okay. Ja, ist kein Stress. Kein Stress. Ich sehe auch nicht so oft am Call und so. Von daher. Das ist kein Problem. Ich noch immer mein Problem, Mann. Ich wusste ein Jahr lang nicht. Nee, nicht ein Jahr, ein halbes Jahr nicht, wie ein Mädchen in meiner Klasse gehst wird. No joke. Me, es ist so schlecht am Verhalten von Nimm. Das kann ich nicht ganz gut. Immer ein paar Frame Drops. Allgemein muss ich so ein quasi kein Frames verloren, was der gesamte Stream. Ich weiß nicht, wie die Qualität ist. Ich gebe es ganz gerne ein bisschen mehr herschrauben, dass so anscheinend 720p hat. Oder 1008 sogar. Aber ich werde ganz, dass mein Internet das matt möchte. So, mir gehen wir bei Kathedrale der Zeit. Gönnen nice du etwas. Da sind wir schon bald durch. Mit dem heutigen Stream. Da zählt sie rund 2 Stunden gehen. Wird ganz okay aus. Das ist das, was ich geplant habe. Mehr allgemein geht Breath of the Wild noch mega heftig. Der Teil war nämlich den Spitze vom Eisberg. Ich meine auch, ob der Kathedral selber geht es nach einem Krog. Den kann ich mir auch gönnen. Stimmt, du am Turm geht den Cutscene. Innen das Statue der Götter, wo wir Bierde können, wo wir auch noch hingehen. Und der Krog ist ganz so im Turm, ne? Ich gucke aber auch einmal. Ja, hier steht Dohanen, ja, okay. Da gehen wir einen kurz ruf. Oh ne, fall nicht drauf, Link. Oh Gott. Das war knapp. Ich meine, ich sehe noch Gegner irgendwo ja dafür.
So, mir fehlt Zeichen der Befähigung an. Ich gebe ganz gern. Ja, gönne mal Eisenherz, komm. Ich kann natürlich auch immer switchen an so Maybau. Das ist schon okay. Bis das mal Stamina brauchen. Schönen Abend vom TL Pets. Ma film uns merci gleichfalls. Schön, dass du kurz da warst. Ja, wie gesagt, W für bei den Asian Titan. Fülle mal Stamina ab. Der Segen der Göttin scheint dich. Das ist ein gutes Stück stärker. Ja, okay. So, da meist du eigentlich gerade 10 ranziehen und da sind wir durch. Mit Breath of the Wild für ja, die erste Session von geplanten 8 bis 10. Mal gucken. Du hast mich gefunden. Nun denn, ich sollte dir wohl endlich meine wahre Gestalt enthüllen. Mein Name ist Roam Bosphoramus Hyrule. Früher gab es hier ein Reich namens Hyrule. Ich war sein letzter König. Plot Twist. Vor 100 Jahren ging das Reich unter. Die große Verheerung verschlang es. Nun, das weißt du schon. Und ich? In der Katastrophe kam ich ums Leben. Und nun geistere ich als verlorene Seele in der Welt herum. Nachdem du deine Erinnerungen verloren hattest, wollte ich dir nicht zu viel auf einmal zumuten. Und deshalb nahm ich die Gestalt des harmlosen Landstreichers an. Vergib mir. Ich werde dir alles erzählen, was vor 100 Jahren in unserem Land geschah. Die Verheerung Ganon. Sie ist die Wiedergeburt eines Dämonenkönigs, der vor ungezählten Jahren in diesem Land geboren wurde. Eine Manifestation seines Zorns. Über die Zeitalter wurde Ganon zum Stoff von Märchen und Legenden. Doch eines Tages sprach ein königlicher Weissager eine Prophezeiung aus. Die Erde, auf der wir wandeln, trägt Zeugnis von der Wiederkehr der Verheerung Ganon. Doch sie birgt ebenfalls einen Weg, ihr zu widerstehen. Infolge dieser Prophezeiung begannen wir mit Ausgrabungen. Und tatsächlich entdeckten wir zahlreiche Relikte, die vor Urzeiten von unseren Vorfahren erschaffen worden waren. 4 Titanen, gigantische Maschinen in Form von Tieren, die von einem Piloten gesteuert werden konnten. Und die Wächter, die wie von Geisterhand bewegt, selbsttätig gegen Feinde kämpfen sollten. Sie entsprachen auf erstaunliche Weise den Legenden, die in unserem Reich überdauert hatten. Die Prinzessin, welche die Kraft besitzt, das Böse zu versiegeln, der vom heiligen Bandschwert auserwählte Held, in uralten Zeiten bekämpften sie zusammen mit den Relikten den ursprünglichen Ganon. Auch vor 100 Jahren gab es eine Prinzessin und einen talentierten Ritter. Wir beschlossen, uns nach dem Plan unserer Vorfahren zu richten. Aus den Völkern Hyrules wurden 4 vortreffliche Krieger ausgewählt, welche die Titanen steuern sollten. Wir nannten sie Recken und die Prinzessin führte sie an. Der Prinzessin und den 5 Recken sollte es im Handumdrehen gelingen, die Verheerung zu versiegeln, so glaubten wir.
Doch Ganon war listiger, als wir angenommen hatten. Sein Vorgehen übertraf unsere schlimmsten Vorstellungen. Er brach aus den Tiefen unter Schloss Hyrule ans Tageslicht und riss sofort die Gewalt über die Wächter und die Titanen an sich. Alle im Schloss und die 4 Recken in den Titanen ließen an jenem Tag ihr Leben. Der Held erlitt bei der Verteidigung der Prinzessin lebensgefährliche Verletzungen. So wurde Hyrule, unser schönes Reich, an nur einem Tag von der Verheerung Ganon zerstört. Doch die Prinzessin hatte überlebt. Ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Der Name der Prinzessin ist Zelda. Sie ist meine Tochter. Und der Ritter, der sie bis zuletzt beschützte, das warst du. Du selbst, Link. An jenem Tag hing dein Leben am seidenen Faden. Doch dann wurdest du zum Schrein auf diesem Plateau gebracht. Nach 100 langen Jahren bist du endlich zu uns zurückgekehrt. Seit du erwacht bist, hast du einige Male eine Stimme vernommen, die dir den Weg weisen will. Das ist sie. Zelda, die bis zum heutigen Tag in Schloss Hyrule Ganons Macht im Zaum hält. Aber Zeldas Kraft neigt sich dem Ende zu. Wenn sie versiegt, kehrt Ganon zurück und dieses Land ist endgültig dem Untergang geweiht. Link, ich konnte mein Reich nicht beschützen. Somit habe ich kein Recht, irgendetwas von dir zu fordern. Und doch habe ich eine Bitte. Besiege Ganon und rette sie. Rette mein Volk und meine Tochter Zelda. Die 4 Titanen sind jedoch noch immer in Ganons Gewalt. Und rund um Schloss Hyrule wimmelt es nur so von Wächtern. Es wäre wohl nicht besonders klug, sich ohne weitere Vorbereitungen zum Schloss zu wagen. Du solltest zuerst einem Dorf im Osten von hier einen Besuch abstatten. Ich zeige es dir. Kakariko heißt es. Dort wohnt eine Waise namens Impa. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast. Wo Kakariko liegt, ist auf der Karte deines Sheikah-Steins eingezeichnet. Gehe zuerst zu den Zwillingsbergen und dahinter nach Norden. Der Weg dort führt dich bis zum Dorf. Wie der Link einfach an der Cutscene mit dem Nintendo Switch T-Shirt steht. Okay. Da haben wir das gelernt, was man wollte wissen. Nächstes geht es dann nach Kakariko. Wir wahrscheinlich schon den ersten Titan machen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Die Reise bis dahin kann ein bisschen nun dauern. Mal gucken. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ja, besiege Ahnung, das ist natürlich ultra hart Mission. Und immer die Weise auch. Also Tab-Missionen sind relativ schnell getan. Guten Ritterbogen, mega cool. Da kann man natürlich auch mit diesem Gleiter sprangen auf Flyen. Ich will nach ob Turm spitzt. Weil du oben mit 200%iger Sicherheit nach der Krog sitzt. Die will ich dann auch ganz gerne nachholen. Ich glaube kaum, dass wir demnächst nach irgendwann bei Zitadelle der Zeit zurückkommen.
Tipptopp. Ja, Paragliden das ist natürlich auch Kraftfort. Das ist auch alles Ausdauer. Ja, damit kann man nur ganz cool Sachen machen. Wie Bomben droppen, während man flayen. Von weitem Rohsprangen dann relativ schwerdefrei davor kommen. An das Platz, wenn die erkennt, den hat Ocarina of Time gespielt. Der Titan das der Platz, wo ihn als treibst du das? Ja. Als Junge Link ja Zelda die ich care begehnt. Ein historisch Platz an noch wird der Wäsch da geschlo wie scheint. Ja, ist dumm Gang, ne? Du gerne nicht einfach ganz militär sozusagen von Hyrule überholen. Und ja, sich zu Ege gemacht. Ja. Der Big Sad. Okay. Besieht das durch. Man möchte Stream. Du kennt man auch das Great Plateau verlosen. Da machen wir noch nicht direkt. Das machen wir recht wirklich nichts. Ich gucke, ob ich nach der den oder anderen fannen. Und gehen lauter Referenzen auf die anderen Zelda-Spieler. Wir wetten danach viel gesehen. Das war mit verfehlen. Okay, du hin, gehen wir noch an die kleinen Dir, du. Den Schädel braucht man nicht zu wollen. An der Truhe ist vielleicht etwas Gescheites dran, aber nichts Besonderes. Ah, okay. Hier ist aber auch nicht. Okay. Gut, zuerst gesehen, wenn du kennt. Vielleicht werde ich nach Krog. Aber ich gesehen, ob den ersten Blick nicht mehr. Ich denke, da sind wir auch unter Grenze für an den Plateauruf. Der Weg geht durch das Land. Wenn man einen Turm beginnen, dann aktivieren wir den, für die Karten freizuschalten. Ja, die sieht da ja halt Tonnen. Nicht alle gut kann man direkt erreichen. Da braucht man auch noch ein paar Fähigkeiten, für mich einfach zu holen. Mir das nicht. Mist machbar Sinn. Besonders die mal oben will beginnen. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Ich habe mir Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Session. Und ja, bei der nächsten Kehr. Normalerweise sind halt auch Pferd da haben irgendwo, ob die schon sprangen kann. Aber bon, die sind schon direkt an, die sind anscheinend noch nicht gespawnt. Gut. Bei der nächsten Kehr, wie gesagt, geht es halt weiter. Ich speichere kurz auf. Tipptopp. Oder so nicht vielmals merci wird nur gucken. Aber bis zum nächsten Kehr. Tschüss.